Ich bin ein schon etwas bejahrter Mann. Die Art meiner Berufsgeschäfte hat mich in den letzten 30 Jahren in besonders enge Berührung mit Leuten gebracht, die, so will mir scheinen, eine anziehende und einigermaßen wunderliche Menschengattung sind und über die dennoch, soviel ich weiß, noch niemals geschrieben worden ist. Ich meine die Aktenkopisten oder Anwaltsschreiber. Ich habe sehr viele von ihnen kennengelernt, beruflich und privat, und ich könnte, wenn es mir gefiele, mancherlei Geschichten erzählen, über die gutherzige Zuhörer vielleicht lächeln und gefühlvolle Seelen Tränen vergießen würden. Aber ich gebe die Lebensgeschichten aller anderen Schreiber für ein paar kurze Vorgänge aus dem Leben Bartlebys hin, der ein Schreiber war, und zwar der seltsamste, den ich je sah oder von dem ich je vernahm. Während es mit anderen Aktenkopisten so bestellt ist, dass ich ihr ganzes Leben zu schildern vermöchte, ist bei Bartleby nichts dergleichen möglich. Er gehörte zu jenen Menschenwesen, über die man nur aus den unmittelbaren Quellen etwas erfahren kann. Und die sind in seinem Falle sehr spärlich. Das Erstaunliche, was ich mit eigenen Augen von Bartleby sah, ist alles, was ich von ihm weiß, abgesehen von einem einzigen undeutlichen Bericht, der im Anhang mitgeteilt werden soll. Bevor ich den Schreiber, wie er sich mir bei unserer ersten Begegnung darstellte, in die Geschichte einführe, erscheint es angebracht, dass ich einiges über mich selbst, meine Angestellten, meine Tätigkeit, meine Kanzlei und meine Umwelt im Allgemeinen sage. Zunächst, ich bin ein Mensch, der von Jugend an zutiefst davon überzeugt war, dass die gemächlichste Lebensführung die beste ist. Ich bin einer von den ehrgeizlosen Rechtsgelehrten, die niemals vor Gericht auftreten oder auf irgendeine Art den Beifall der Öffentlichkeit auf sich lenken, sondern in der kühlen Ruhe eines behaglichen Zufluchtswinkels geruhsam die Wertpapiere und Hypotheken und Besitzurkunden reicher Leute verwalten. Meine Kanzlei befand sich im 2. Stock eines Hauses in der Wall Street. Die eine Seite ging auf eine weiße Wand hinaus, das Innere eines geräumigen Lichtschachtes, der das Haus vom Dach bis zum Erdgeschoss durchzog. Dafür bot dann die Aussicht auf der anderen Seite der Kanzlei immerhin eine Abwechslung, wenn auch nicht mehr. Dort nämlich beherrschten meine Fenster den durch nichts gehinderten Ausblick auf eine himmelanstrebende Backsteinmauer, die von alter und immerwährender Sonnenlosigkeit geschwärzt war. Da die uns umgebenden Gebäude sehr hoch waren und meine Räume im 2. Stock lagen, hatte der Zwischenraum zwischen dieser Mauer und der meinen nicht geringe Ähnlichkeit mit einem riesigen, viereckigen Brunnenschacht. In der Zeit, die dem Auftreten Bartlebys unmittelbar vorausging, beschäftigte ich in meiner Kanzlei 2 Leute als Kopisten und einen vielversprechenden Jungen als Lehrling. Erstens Turkey, Truthahn, zweitens Nippers, Kneifzange, drittens Gingernut, Pfeffernuss. Das sind, so wird man meinen, Namen, die sich wohl kaum im Adressbuch finden. Um die Wahrheit zu sagen, es waren Spitznamen, mit denen die 3 Angestellten sich gegenseitig bedacht hatten, und sie waren dazu bestimmt, Aussehen oder Wesen ihres Trägers zu veranschaulichen. Turkey war ein untersetzter Engländer und ungefähr so alt wie ich, das heißt so an die 60. Vormittags hatte sein Gesicht die leuchtende Farbe blühender Gesundheit. Aber nach dem Mittagessen glühte es wie ein Kohlenrost zur Weihnachtszeit, und so glühte es, aber doch mit langsamem Verblassen, weiter bis 6 Uhr nachmittags oder so. In dem Augenblick also, wo Turkeys rot leuchtendes Gesicht seine stärksten Strahlen auszusenden schien, gerade dann, in diesem entscheidungsvollen Augenblick, begann täglich der Zeitabschnitt, wo ich seine beruflichen Fähigkeiten als für den Rest der 24 Tagesstunden ernstlich beeinträchtigt ansah. Nicht, dass er dann völlig müßig oder der Tätigkeit abgeneigt gewesen wäre, weit davon entfernt. Das Missliche bestand darin, dass er zur Entfaltung einer durchaus übertriebenen Geschäftigkeit neigte. Er war von einem sonderbaren, erhitzten, aufgeregten, plan- und achtlosen Betätigungsdrang.
Schon beim Eintauchen der Feder ins Tintenfass war er unvorsichtig. Alle Tintenflecken auf meinen Akten stammten aus der Zeit nach 12 Uhr mittags. Dabei flammte auch sein Gesicht in noch stärkerer Glut, als hätte man Holzkohle auf Anthrazit gehäuft. Er machte unangenehmen Lärm mit seinem Stuhl, er verschüttete seine Sandbüchse. Beim Zurechtschneiden seiner Federn zerschnitzelte er sie in seiner Ungeduld zu Splittern und warf sie mit plötzlicher Zornesauffallung auf den Boden. Trotz alledem war er mir in mancherlei Hinsicht höchst wertvoll, und in allen Stunden vor 12 Uhr mittags war er das denkbar flinkste und zuverlässigste Geschöpf und bewältigte eine große Menge Arbeit so rasch und sauber, dass es ihm nicht so rasch jemand gleichtat. Aus diesem Grunde war ich bereit, über seine Verschrobenheiten hinwegzusehen. Da ich nun seine vormittäglichen Dienste so hoch schätzte und entschlossen war, nicht auf sie zu verzichten, während mir andererseits sein überhitztes Betragen am Nachmittag unbehaglich war, so fasste ich mir an einem Samstagmittag, an Samstagen war es immer besonders schlimm mit ihm, ein Herz und deutete ihm in sehr gütigem Tone an, dass es vielleicht jetzt, wo er alt würde, gut sein möchte, seine Arbeitszeit zu verkürzen. Kurz gesagt, er brauche nach 12 Uhr mittags nicht mehr in die Kanzlei zu kommen. Es wäre gewiss das Beste, er ginge nach dem Essen in seine Wohnung und ruhe sich bis zur Teestunde aus. Aber nein, er bestand auf Erfüllung seiner Nachmittagspflichten. Mit Verlaub, ich halte mich für Ihre rechte Hand. Morgens ordne und entwickle ich meine Streitkräfte nur, aber nachmittags stelle ich mich an Ihre Spitze und gehe zum Angriff über. Aber die Tintenflecken, Turkey. Ja, gewiss, aber mit Verlaub, sehen Sie sich mein Haar an. Ich werde alt. Ein Klecks, auch 2 Kleckse an einem warmen Nachmittag. Das sollte einem Mann mit grauem Haar ganz gewiss nicht zum Vorwurf gemacht werden. Das Alter, auch wenn es die Seite mit Tinte befleckt, ist ehrwürdig. Mit Verlaub, wir werden beide alt. Diesem Anruf an mein Mitgefühl konnte ich mich wohl kaum verschließen. Jedenfalls sah ich, gehen würde er nicht. Also beschloss ich, ihn dableiben zu lassen, aber ich nahm mir vor, darauf zu achten, dass er nachmittags nur mit meinen weniger wichtigen Papieren zu tun hatte. Nippers, der zweite auf meiner Liste, war ein backenbärtiger, bleicher und im Ganzen betrachtet recht seeräuberhaft aussehender junger Mann von etwa 25 Jahren. Ich hielt ihn von jeher für das Opfer von 2 bösen Mächten: Ehrgeiz und Verdauungsbeschwerden. Der Ehrgeiz offenbarte sich darin, dass er die Pflichten eines einfachen Kopisten mit einer gewissen Unzufriedenheit erfüllte. Die Verdauungsbeschwerden verrieten sich zuweilen durch eine nervöse Unberechenbarkeit und Reizbarkeit. Wenn er dann beim Kopieren Fehler machte, so knirschte er hörbar mit den Zähnen. In der Hitze der Arbeit stieß er unnötige Verwünschungen aus, die er mehr zischte als sprach. Ein besonderes Merkmal aber war seine ständige Unzufriedenheit mit der Höhe des Tisches, an dem er arbeitete. Obwohl Nippers sehr erfinderisch veranlagt war, brachte er es doch niemals fertig, dass ihm sein Tisch passte. Er tat Holzstückchen unter die Tischbeine, Blöcke verschiedener Art, Pappstückchen und kam schließlich dahin, dass er eine besonders feine Abstimmung der Höhe versuchte, indem er als letztes noch Stücke zusammengefalteten Löschpapiers darunter schob. Aber keine Erfindung befriedigte ihn. Wenn er, um seinem Rücken wohlzutun, die Tischplatte in scharfem Winkel zu seinem Kinn emporkehrte, so dass es aussah, als benutze er das steile Dach eines holländischen Hauses als Schreibpult, so wurde dadurch, erklärte er, der Blutkreislauf in seinen Armen unterbrochen. Senkte er den Tisch wiederum bis zur Höhe seines Gürtels und beugte sich beim Schreiben darüber, so bekam er heftige Rückenschmerzen. Kurz, Nippers wusste offenbar nicht, was er wollte. Am liebsten wäre er wohl den Aktenschreibertisch ganz und gar losgeworden. Dennoch, trotz allen seinen Fehlern und den Ungelegenheiten, die er mir bereitete, war mir Nippers, wie sein Landsmann Turkey, sehr nützlich. Er schrieb eine saubere, flinke Handschrift und ermangelte, wenn er dazu aufgelegt war, nicht einer wohlerzogenen und gebildeten Haltung. Auch kleidete er sich stets gut und geschmackvoll, so dass er in den Grenzen seiner Stellung meine Kanzlei vorteilhaft vertrat, während ich bei Turkey
immer mit Mühe verhindern musste, dass er mir nicht zur Schande gereichte. Seine Kleider neigten dazu, speckig auszusehen und nach der Speisewirtschaft zu riechen. Bezüglich seiner Röcke machte ich ihm Vorhaltungen, allerdings ohne Erfolg. Es verhielt sich wohl so, dass ein Mann mit einem so schmalen Einkommen es sich nicht leisten konnte, gleichzeitig mit einem so üppigen Gesicht und einem üppigen Rock zu prunken. Wie Nippers einmal bemerkte, ging Turkeys Geld vorwiegend für rote Tinte drauf. Es war ein Glück für mich, dass bei Nippers die Reizbarkeit infolge ihrer besonderen Ursache, nämlich Verdauungsbeschwerden, sich hauptsächlich vormittags bemerkbar machte, während er nachmittags verhältnismäßig sanft war. Da Turkeys Unvernunftsanwandlungen immer erst um 12 Uhr mittags auftraten, hatte ich infolgedessen nie mit ihren Verschrobenheiten gleichzeitig zu tun. Ihre Anfälle lösten einander ab wie Wachtposten. Wenn sie bei Nippers einzogen, war Turkey frei und umgekehrt. Das war unter den gegebenen Umständen eine gute Vorkehrung der Natur. Ginger Nut, der dritte auf meiner Liste, war ein Junge von etwa 12 Jahren, angestellt als Rechtsschüler, Laufjunge, Feudel und Besenverwalter gegen ein Entgelt von $1 die Woche. Nicht die geringste unter den Obliegenheiten Ginger Nuts und zugleich die Pflicht, die er mit der größten Bereitwilligkeit erfüllte, war die Aufgabe, für Turkey und Nippers Gebäck und Äpfel herbeizuschaffen. Auch schickten sie Ginger Nut gar häufig aus, um sich jenes besondere Gebäck, kleine, flache, runde Pfeffernüsse holen zu lassen, nachdem sie ihn benannt hatten. An toten Vormittagen, wenn die Arbeit langweilig hinschlich, verschlang Turkey Dutzende von diesen Kuchen, als wären es bloß Oblaten. Sie kosten übrigens auch nur einen Penny für 6 oder 8 Stück. Dann vermischte sich das Kratzen seiner Feder mit dem Zermalmen der knusprigen Krümel in seinem Munde. Die ärgste von allen den ungestümen Nachmittagspatzereien und hitzigen Gedankenlosigkeiten Turkeys aber war, dass er einmal eine Pfeffernuss zwischen den Lippen anfeuchtete und als Siegel auf einen Hypothekarbrief klebte. Damals war ich drauf und dran, ihn zu entlassen. Aber er besänftigte mich, indem er eine morgenländisch tiefe Verbeugung machte und sagte: Mit schuldigem Respekt, es war großmütig von mir, Sie auf meine Kosten mit Kanzleimaterial zu versorgen. Nun war seit kurzem meine ursprüngliche Arbeit, das Grundstücksnotariat, durch die Betrauung mit dem Beisitzer-Amt beträchtlich angewachsen. Es gab jetzt viel Arbeit für Aktenkopisten. Ich musste nicht nur die schon vorhandenen Angestellten antreiben, ich musste zusätzliche Hilfe haben. Als Antwort auf meine Anzeige stand eines Morgens ein regloser junger Mann auf der Schwelle meiner Kanzlei. Die Tür war nämlich offen, denn es war Sommer. Ich sehe seine Gestalt noch deutlich vor mir. Farblos sauber, mitleiderregend achtbar, hoffnungslos einsam. Es war Bartleby. Nach ein paar Worten, die sich auf seine Fähigkeiten bezogen, stellte ich ihn an, da ich froh war, in meinem Kopistenstab einen offenbar so ruhigen Menschen zu haben. Er würde, meinte ich, einen wohltuenden Einfluss auf Turkeys ungestüme Flüchtigkeit und das hitzige Temperament unseres Nippers haben. Ich hätte schon früher erwähnen sollen, dass eine gläserne Flügeltür meine Geschäftsräume in 2 Hälften teilte. Die eine war für meine Schreiber bestimmt, die andere für mich selbst. Je nach meiner Stimmung ließ ich diese Tür offen oder schloss sie. Ich beschloss, Bartleby einen Platz an dieser Flügeltür anzuweisen, aber in meiner Hälfte des Raums, damit ich diesen ruhigen Mann in bequemer Rufweite hatte, wenn ich irgendeinen kleinen Auftrag geben wollte. Ich stellte sein Schreibpult dicht an einem kleinen Seitenfenster in diesem Teil des Raumes auf, einem Fenster, das ursprünglich einen seitlichen Ausblick auf schmutzige Hinterhöfe und Hausmauern geboten hatte, jetzt aber, nach Errichtung weiterer Bauten, überhaupt keinen Ausblick mehr bot. Immerhin spendete es noch etwas Licht. 1 Meter von seinen Scheiben entfernt war eine Mauer, und das Licht kam aus großer Höhe
zwischen zwei himmelhohen Häusern herab, wie durch eine sehr kleine Öffnung in einer Kirchenkuppel. Um die Zweckmäßigkeit der Anordnung noch zu erhöhen, kaufte ich einen hohen grünen Wandschirm, der Bartleby völlig meinen Blicken entzog, nicht aber meiner Stimme. So waren in gewissem Sinne Abgeschlossenheit und Geselligkeit vereint. Zuerst bewältigte Bartleby eine außerordentliche Menge Schreibarbeit. Er fraß sich geradezu voll an meinen Akten, als hätte er lange Zeit nach Stoff zum Kopieren gehungert. Ich hätte meine helle Freude an seinem Fleiß haben können, wenn es ein freudiger Fleiß gewesen wäre. Aber er schrieb und schrieb, stumm, bleich, seelenlos. Es gehört natürlich unbedingt zur Arbeit eines Kopisten, dass er die Richtigkeit seiner Niederschrift nachprüft. Wenn in einer Kanzlei 2 oder mehr Schreiber tätig sind, so helfen sie einander bei dieser Nachprüfung. Der eine liest die Abschrift vor, der andere hat die Vorlage. Es war meine Gepflogenheit, dann und wann, wenn die Arbeit drängte, bei der Vergleichung einer kurzen Urkunde selbst zu helfen. Dann rief ich mir zu diesem Zweck Turkey oder Nippers herein. Als ich Bartleby so leicht erreichbar für mich hinter dem Wandschirm unterbrachte, hatte ich damit unter anderem auch die Absicht verfolgt, mich bei solchen geringfügigen Vorkommnissen seiner Hilfe zu bedienen. Er war, glaube ich, 3 Tage bei mir tätig, und ein Anlass, seine eigene Schreibarbeit zu vergleichen, hatte sich noch nicht ergeben, als ich, um eine kleine Angelegenheit zu Ende zu bringen, unvermittelt nach Bartleby rief. Da ich es eilig hatte und natürlich sofortigen Gehorsam erwartete, saß ich über die Urschrift auf meinem Pult gebeugt. Die rechte Hand, mit der ich die Abschrift hielt, hatte ich ein wenig ungeduldig seitwärts ausgestreckt, damit Bartleby, wenn er aus seinem stillen Winkel hervorkam, sie sogleich ergreifen und ohne den geringsten Zeitverlust mit der Arbeit beginnen konnte. In dieser Haltung also saß ich, als Bartleby, ohne aus seiner Abgeschiedenheit hervorzukommen, antwortete: »Ich möchte lieber nicht.« Ich saß eine Weile völlig stumm und sammelte meine vorübergehend betäubten Geisteskräfte. Dann kam mir sogleich der Gedanke, mein Gehör müsse mir einen Streich gespielt oder Bartleby meine Absicht völlig missverstanden haben. Ich wiederholte meinen Wunsch so deutlich, wie ich es nur eben vermochte, aber ebenso deutlich kam die Wiederholung der Antwort. »Ich möchte lieber nicht.« »Sie möchten lieber nicht? Was wollen Sie damit sagen? Sind Sie übergeschnappt? Sie sollen mir das Schriftstück hier vergleichen helfen. Nehmen Sie!« »Ich möchte lieber nicht.« Ich sah ihn scharf an. Sein hageres Gesicht war unbewegt. Seine verschleierten grauen Augen blickten ruhig. Auch nicht die leiseste Welle der Erregung kräuselte die stille Oberfläche. Hätte er auch nur die geringste Spur von Unbehagen, Ärger, Ungeduld oder Unverschämtheit gezeigt, mit einem Wort, wäre irgendetwas im alltäglichen Sinn Menschliches an ihm gewesen, so hätte ich ihn sicherlich mit heftigen Worten aus meiner Kanzlei gewiesen. Wie die Dinge aber hier standen, hätte ich mir ebenso gut einfallen lassen können, meine bleiche Cicero-Büste aus gebranntem Gips vor die Tür zu setzen. Ich stand und starrte ihn eine Weile an, während er mit seiner eigenen Schreibarbeit fortfuhr. Dann setzte ich mich wieder an meinen Schreibtisch. Das ist doch sehr seltsam, dachte ich. Was könnte man da tun? Aber meine Arbeit drängte. Ich beschloss, die Sache für den Augenblick zu vergessen und sie später, wenn ich Muße hätte, zu bedenken. Also rief ich Nippers aus dem anderen Zimmer herein und die Niederschrift war rasch geprüft. Ein paar Tage darauf beendete Bartleby die Abschrift von 4 umfangreichen Aktenstücken, die 4-fache Ausfertigung der während einer Woche vor dem Hohen Kanzleigericht gemachten Zeugenaussagen. Es war erforderlich, sie zu vergleichen. Es handelte sich um ein bedeutsames Gerichtsverfahren und große Genauigkeit war dringend geboten. Als alles vorbereitet war,
rief ich Turkey, Nippers und Ginger Nut aus dem anderen Zimmer herein, um die 4 Abschriften in die Hände meiner 4 Angestellten zu legen, während ich selbst die Vorlage vorlesen wollte. Also nahmen Turkey, Nippers und Ginger Nut in einer Reihe Platz, jeder mit seiner Abschrift in der Hand, und ich rief Bartleby herbei, damit er sich dieser bedeutsamen Gruppe zugeselle. Ich vernahm ein langsames Scharren von Stuhlbeinen auf dem nackten Fußboden, und alsbald erschien Bartleby am Eingang zu seiner Einsiedelei. Was ist gefällig? Die Abschriften, wir wollen sie vergleichen. Hier, nehmen Sie. Ich möchte lieber nicht. Er verschwand wieder geräuschlos hinter dem Wandschirm. Ein paar Augenblicke lang stand ich starr wie eine Salzsäule an der Spitze meiner sitzenden Kopistenkolonne. Dann raffte ich mich auf, ging auf den Wandschirm zu und verlangte den Grund für dieses außergewöhnliche Betragen zu wissen. Warum weigern Sie sich? Ich möchte lieber nicht. Jedem anderen gegenüber wäre ich jetzt in einen furchtbaren Zorn geraten. Ich hätte auf jedes weitere Wort verzichtet und ihn in Schanden vor die Tür gesetzt. Bartleby aber hatte etwas an sich, das mich nicht nur seltsam entwaffnete, nein, auch wunderlich rührte und verwirrte. Ich versuchte es mit gutem Zureden. Es sind doch Ihre eigenen Abschriften, die wir hier vergleichen wollen. Dadurch wird Ihnen Arbeit gespart, denn eine einzige Nachprüfung genügt für alle 4 Abschriften. Es ist so üblich. Jeder Kopist ist verpflichtet, beim Vergleich seiner Abschrift zu helfen. Verhält es sich nicht so? Wollen Sie nicht reden? Antworten Sie. Ich möchte lieber nicht. Sie sind also entschlossen, meinem Ersuchen nicht nachzukommen. Einem Ersuchen, das dem allgemeinen Brauch und dem gesunden Menschenverstand entspricht. Ja. Turkey, was halten Sie davon? Habe ich nicht recht? Mit Verlaub, ich glaube, Sie haben recht. Nippers, wie denken Sie darüber? Ich denke, ich würde ihn an die Luft setzen. Sie hören, was die anderen sagen. Kommen Sie heraus und tun Sie Ihre Pflicht. Er würdigte mich keiner Antwort. Ich überlegte einen Augenblick in peinlicher Ratlosigkeit. Abermals indessen drängte die Arbeit. Ich beschloss wieder, die Erwägung des schwierigen Falles auf eine ruhigere Stunde zu verschieben. Mit einiger Mühe fanden wir ein Verfahren heraus, die Abschriften ohne Bartleby zu vergleichen, wenn auch Turkey bei jeder oder wenigstens bei jeder zweiten Seite mit schuldigem Respekt die Meinung kundgab, dass dieses Vorgehen ganz und gar vom Üblichen abweiche. Während Nippers, der mit galliger Gereiztheit in seinem Stuhl hin und her rückte, dann und wann zwischen zusammengebissenen Zähnen Verwünschungen hervorzischte gegen den störrischen Esel hinter dem Wandschirm. Man wird bemerken, dass Turkeys Benehmen, da es Vormittag war, eine höfliche und ruhige Form hatte, während Nippers übellaunig war, oder, um früher Gesagtes zu wiederholen, bei Nippers war die üble Laune dran, bei Turkey noch nicht. Unterdessen saß Bartleby in seiner Einsiedelei und vergaß alles andere über seiner Schreibarbeit. Ein paar Tage vergingen, und der Kopist war mit einer anderen umfangreichen Arbeit beschäftigt. Sein sonderbares Benehmen veranlasste mich, ihn scharf zu beobachten. Ich stellte fest, dass er niemals zum Essen fortging, ja, dass er überhaupt niemals irgendwohin ging. Bis jetzt hatte ich, soweit ich aus eigener Wahrnehmung sprechen konnte, noch niemals gehört oder gesehen, dass er meine Kanzlei verließ. Er war eine ewige Schildwache in seinem Winkel. Doch beobachtete ich, dass um 11 Uhr morgens Ginger Nut sich zur Öffnung in Bartlebys Wandschirm verfügte, als würde er durch einen stummen Wink, den ich von meinem Platz aus nicht sehen konnte, herbeigerufen. Der Junge verließ dann die Kanzlei, mit ein paar Kupferstücken klimpernd,
und kam mit einer Handvoll Pfeffernüsse zurück, die er in der Einsiedelei ablieferte, wobei er 2 davon für seine Mühe bekam. Er lebt also von Pfeffernüssen, dachte ich. Er nimmt niemals ein Mittagessen, was man so darunter versteht. Er muss also Vegetarier sein. Doch nein, er isst ja niemals auch nur Gemüse. Er isst nur Pfeffernüsse. Nichts reizt einen ernsthaften Menschen so sehr wie passiver Widerstand. Wenn der Mensch, dem solchermaßen Widerstand geleistet wird, nicht unmenschlich denkt und fühlt, und wenn der Widerspenstige in seiner Passivität völlig harmlos ist, so wird jener sich in seinen guten Stimmungen bemühen, wohlwollend zu deuten, was sich als ein unlösbares Rätsel erwiesen hat. Dies war auch meistens die Art, wie ich Bartleby und sein Verhalten betrachtete. Armer Kerl, dachte ich, er meint es nicht böse. Es ist klar, dass er nicht unverschämt sein will. Sein ganzes Aussehen beweist zur Genüge, dass seine Verschrobenheiten unfreiwillig sind. Er ist mir nützlich. Ich kann mit ihm auskommen. Wenn ich ihn hinaussetze, so besteht die Gefahr, dass er an einen weniger nachsichtigen Arbeitgeber gerät. Dann wird er grob behandelt und vielleicht fortgejagt, um elend zu verhungern. Ja, hier kann ich mir mit geringem Aufwand ein köstliches Gefühl der Selbstzufriedenheit verschaffen. Bartleby freundschaftlich zu behandeln, Nachsicht zu haben mit seiner wunderlichen Halsstarrigkeit, wird mich wenig oder nichts kosten. Während ich mir damit in meiner Seele ein kleines Guthaben ansammle, das sich vielleicht einmal als angenehm und nahrhaft für mein Gewissen erweisen wird. Aber ich war durchaus nicht immer so milde gestimmt. Zuweilen reizte mich Bartlebys Gleichgültigkeit. Ich hatte dann den sonderbaren Drang in mir, einen neuen Zusammenstoß mit ihm herbeizuführen. Eines Nachmittags ließ ich mich von dem bösen Verlangen hinreißen, und es ergab sich der folgende kleine Auftritt. »Bartleby, wenn alle Abschriften fertig sind, will ich sie mit Ihrer Hilfe vergleichen.« Ich möchte lieber nicht. »Was heißt das? Sie wollen sich doch wohl nicht in diesen verrückten Eigensinn verbeißen.« »Turkey, Bartleby weigert sich zum 2. Mal, die Abschrift zu vergleichen. Was sagen Sie dazu?« Hier muss ich daran erinnern, dass es Nachmittag war. Turkey glühte wie eine messingene Kohlenpfanne. Sein kahler Schädel rauchte. Seine Hände kramten fieberhaft in seinen tintenbefleckten Akten. Was ich dazu sage, ich gehe jetzt gleich mal hinter den Wandschirm, dem will ich's besorgen. Setzen Sie sich hin, Turkey, und hören Sie, was Nippers zu der Sache sagt. Was halten Sie davon, Nippers? Hätte ich nicht das Recht, Bartleby fristlos zu entlassen? Entschuldigen Sie, aber darüber haben nur Sie zu entscheiden. Ich finde sein Betragen ungewöhnlich und er handelt Unrecht gegen Turkey und mich, aber es ist vielleicht nur eine vorübergehende Schrulle. Ach, dann haben Sie aber Ihre Meinung sonderbar geändert. Sie sprechen ja mit einem Mal so sanftmütig von ihm. Kommt alles vom Bier. Wir haben heute zusammen gegessen, Nippers und ich. Ja. Sie sehen ja, wie sanft ich bin. Ja, ja. Soll ich hingehen? Soll ich ihn Ja, besorgen? Sie sprechen vermutlich von Bartleby. Nein, heute nicht, Turkey. Ich schloss die Tür und ging abermals auf Bartleby zu. Stärker noch als vorher spürte ich die Versuchung, den verhängnisvollen Drang, eine Entscheidung zu erzwingen. Ich brannte darauf, auf Widerstand zu stoßen. Mir fiel ein, dass Bartleby niemals die Kanzlei verließ. »Bartleby, Gingernut ist nicht da. Gehen Sie doch bitte mal zum Postamt und sehen Sie nach, ob etwas für mich da ist, ja?« Ich möchte lieber nicht. »Sie wollen nicht.« Ich möchte nicht. Ich stolperte zu meinem Schreibtisch und versank in tiefes Nachdenken. Die sinnlose und böse Hartnäckigkeit gewann wieder Macht über mich. Gab es noch eine weitere Möglichkeit, mir von diesem mageren Hungerleider, meinem bezahlten Angestellten, eine schimpfliche Zurückweisung zu holen? Ließ sich nicht noch ein weiterer, völlig vernünftiger Auftrag finden, den auszuführen er sicher ablehnen würde? »Bartleby. Bartleby. Bartleby!« Wie ein Geist, der beim 3. Anruf dem Gesetz der magischen Beschwörung gehorcht, erschien er am Zugang zu seiner Einsiedelei. »Gehen Sie nach nebenan und sagen Sie Nippers, dass er zu mir kommen soll.« Ich möchte lieber nicht. Sanft und lautlos entschwand er wieder meinen Blicken.
Schließlich, als die Essenszeit heranrückte, hielt ich es für das Beste, meinen Hut zu nehmen und für den Rest des Tages nach Hause zu gehen. Tief bekümmert, ratlos und verärgert. Soll ich es gestehen? Das Ergebnis der ganzen Geschichte war, dass ein blasser junger Schreiber mit Namen Bartleby in meiner Kanzlei einen Schreibtisch hatte, dass er zum üblichen Satz von 4 Cent für die Folioseite, 100 Worte, Abschriften für mich machte, dass er indessen dauernd von der Verpflichtung befreit war, die von ihm geleistete Arbeit zu vergleichen, dass vielmehr diese Pflicht auf Turkey und Nippers übertragen wurde, zweifellos in Anerkennung ihrer überlegenen geistigen Eignung. Mehr noch, dass dieser Bartleby niemals und unter gar keinen Umständen mit den geringfügigsten Aufträgen irgendwelcher Art bedacht wurde. Bat man ihn aber doch einmal um irgendetwas dergleichen, so verstand es sich von selbst, dass er sagte, er möchte lieber nicht. Mit anderen Worten, dass er sich schlankweg weigerte. Im Laufe der Zeit wurde ich bedeutend versöhnlicher gegen Bartleby gestimmt. Seine stetige Pflichttreue, seine niemals abgelenkte Aufmerksamkeit, sein unermüdlicher Fleiß, der nur aussetzte, wenn er es sich hinter seinem Wandschirm stehend einfallen ließ, in eine Träumerei zu versinken, seine fast lautlose Art, sein unter allen Umständen gleiches Betragen, alles das machte ihn zu einer wertvollen Erwerbung. Vor allem eines: Er war immer da. Er war morgens der Erste, er blieb den ganzen Tag, er war abends der Letzte. Hier muss erwähnt werden, dass ich, wie die meisten Mieter in den Häusern, wo sich viele Anwalts- und Sachwalterkanzleien befinden, mehrere Schlüssel zu meiner Tür besaß. Einen davon hatte eine Frau, die im Dachgeschoss wohnte und in meinen Räumen täglich fegte und staubwischte und einmal wöchentlich schrubbte. Den zweiten hatte aus Zweckmäßigkeitsgründen Turkey. Den dritten trug ich zuweilen in der Tasche. Wer den vierten hatte, wusste ich nicht. Nun wollte ich an einem Sonntagmorgen zur Trinity Church gehen, um einen berühmten Prediger zu hören. Und da ich mich etwas verfrüht hatte, beschloss ich, eine Weile meine Kanzlei aufzusuchen. Glücklicherweise hatte ich den Schlüssel bei mir. Als ich ihn aber ins Schloss steckte, spürte ich einen Widerstand. Auf der Innenseite stak etwas im Schlüsselloch. Ich tat einen sehr überraschten Ausruf, worauf zu meiner Verwunderung drinnen ein Schlüssel umgedreht wurde. Ein mageres Gesicht fuhr mir mit einem Ruck entgegen, die Tür wurde angelehnt gehalten, und ich sah die Gestalt Bartlebys in Hemdsärmeln und in einem wunderlich zerlumpten Aufzug. Er sagte gelassen, es täte ihm leid, aber er wäre gerade sehr beschäftigt und er möchte mich im Augenblick lieber nicht einlassen. Dann fügte er kurz hinzu, es wäre vielleicht am besten, wenn ich 2- oder 3-mal um den Häuserblock ginge. Inzwischen würde er dann wahrscheinlich fertig sein. Das völlig unvermutete Erscheinen Bartlebys, der an einem Sonntagmorgen in meiner Anwaltskanzlei hauste, seine leichenhaft weltmännische Gleichmütigkeit, die dennoch etwas Entschlossenes und Selbstbewusstes hatte, das alles hatte eine so seltsame Wirkung auf mich, dass ich mich sogleich von meiner eigenen Tür hinwegdrückte und tat, was er mich geheißen hatte. Freilich ging es dabei nicht ohne wiederholte schmerzhafte Stiche ohnmächtiger Empörung gegen die sanfte Unverschämtheit dieses verschrobenen Schreibers ab. Es war denn auch wohl hauptsächlich seine erstaunliche Sanftmut, die mich entwaffnete, ja, mich jede männliche Haltung verlieren ließ. Ich kehrte schließlich voll unbehaglicher Neugier an die Tür zurück. Ohne Widerstand zu finden, brachte ich den Schlüssel ins Schloss, öffnete und trat ein. Bartleby war nicht zu sehen. Ich blickte mich besorgt um und spähte hinter den Wandschirm. Aber es war ganz klar, dass er fortgegangen war. Bei näherer Betrachtung des Raumes kam mir der Verdacht, dass Bartleby seit unbestimmter Zeit in meiner Kanzlei gegessen, sich angekleidet und geschlafen haben musste, und das noch dazu ohne Geschirr, Spiegel und Bett. Die gepolsterte Sitzfläche eines wackeligen alten Sofas, das in einer Ecke stand, zeigte den schwachen Abdruck
eines lang ausgestreckten, mageren Körpers. Unter seinem Schreibtisch fand ich eine zusammengerollte Schlafdecke, unter dem leeren Ofenrost eine Wichsedose mit Bürste, auf einem Stuhl eine Zinnschüssel, ein Stück Seife und ein zerschlissenes Handtuch. In einer Zeitung ein paar Krumen von Pfeffernüssen und ein Stückchen Käse. Ja, dachte ich, es ist deutlich genug, dass Bartleby sich hier häuslich eingerichtet und ganz allein sein Junggesellenlager aufgeschlagen hat. Und sogleich durchfuhr mich der Gedanke, was für eine jammervolle Freudlosigkeit und Einsamkeit ist mir da enthüllt. Seine Armut ist groß, aber wie entsetzlich ist seine Verlassenheit. Man muss sich das nur einmal vorstellen. An Sonntagen ist die Wall Street menschenleer wie die Ruinen der arabischen Wüste. An jedem Abend eines jeden Tages ist sie verödet. Und dann dieses Gebäude. An Werktagen summt es von Geschäftigkeit und Leben, am Abend hallt es vor lauter Leere und den ganzen Sonntag über ist es völlig verlassen. Und hier schlägt Bartleby sein Heim auf. Zum ersten Mal in meinem Leben ergriff mich ein Gefühl übermächtiger, schneidender Schwermut. Ahnungen beschlichen mich, dass mir seltsame Entdeckungen bevorstünden. Ich sah des Schreibers blutlose Gestalt ausgestreckt, inmitten gleichgültiger fremder Menschen, eingehüllt in die schauernde Kälte des Leichentuchs. Plötzlich zog Bartlebys Schreibtisch meine Aufmerksamkeit an. Er war abgeschlossen, aber der Schlüssel stak sichtbar im Schloss. Ich will nichts Arges, ich suche nicht die Befriedigung einer herzlosen Neugier, dachte ich. Außerdem gehört der Schreibtisch mir und sein Inhalt ebenfalls. Also will ich mir die Freiheit nehmen, hineinzusehen. Drinnen war alles säuberlich geordnet. Die Papiere waren glatt und sorgsam geschichtet. Der Tisch hatte tiefe Schriftenfächer. Ich nahm die Aktenbündel weg und griff in den hinteren Raum. Sogleich fühlte ich einen Gegenstand und zog ihn hervor. Es war ein altes, baumwollenes Taschentuch, zusammengeknotet und schwer. Ich öffnete es und sah, dass es als Sparkasse diente. Nun fielen mir alle die lautlosen Seltsamkeiten ein, die ich an dem Manne wahrgenommen hatte. Ich dachte daran, dass er immer nur dann sprach, wenn er angeredet wurde, dass ich ihn, obwohl er zuweilen Muße genug gehabt hätte, niemals hatte lesen sehen, nein, nicht einmal eine Zeitung, dass er zuweilen hinter seinem Wandschirm lange Zeit dastand und durch sein trübes Fenster auf die kahle Hauswand starrte. Ich war völlig sicher, dass er niemals einen Club oder eine Wirtschaft besuchte. Sein blasses Gesicht zeigte deutlich, dass er niemals Bier trank wie Turkey oder auch nur Tee und Kaffee wie andere Menschen. Dass er, soviel ich feststellen konnte, überhaupt niemals irgendwo hinging. Dass er nie einen Spaziergang machte, falls er es nicht eben jetzt tat. Dass er sich geweigert hatte, mir zu sagen, wer er war oder woher er kam oder ob er irgendwelche Angehörigen hatte. Dass er, so dünn und bleich er war, sich niemals über irgendwelches Übelbefinden beklagte. Aber mehr noch als alles dies, ich dachte an einen gewissen, wie soll ich es nennen, einen gewissen bleichen Hochmut, der ihm selbst kaum bewusst war. Oder ich sollte eher sagen, eine unnahbare Zurückhaltung, mit der er es tatsächlich fertig bekommen hatte, dass ich seine Verschrobenheiten widerspruchslos hinnahm und mich scheute, ihm auch nur den geringfügigsten Auftrag zu erteilen, selbst wenn lang dauernde Reglosigkeit hinter seinem Wandschirm verriet, dass er in einem seiner Traumanfälle dastand und die kahle Hauswand anstarrte. Das alles vergegenwärtigte ich mir und hielt es mit der eben jetzt entdeckten Tatsache zusammen, dass er meine Kanzlei zu seiner ständigen Wohn- und Schlafstätte gemacht hatte. Auch entsann ich mich seines krankhaften Trübsinns, und darüber kam ich unversehens in eine nüchterne Stimmung. Für empfindsame Naturen wird das eigene Mitleid nicht selten zur Qual,
Und wenn man dann schließlich erkennt, dass solches Mitleid keine wirksame Hilfe bringen kann, so befiehlt die Vernunft der Seele, sich seiner zu entledigen. Was ich an jenem Morgen sah, brachte mich zu der Überzeugung, dass der Schreiber das Opfer einer angeborenen und unheilbaren Störung war. Seinem Körper konnte ich Wohltaten erweisen, aber sein Körper machte ihm ja keine Beschwer. Was da litt, war seine Seele, und seine Seele verschloss sich vor mir. Ich führte an jenem Morgen meine Absicht, zur Trinity Church zu gehen, nicht aus. Irgendwie nahmen die Dinge, die ich gesehen hatte, mir für den Augenblick die Eignung zum Kirchenbesuch. Ich ging heim und überlegte, was ich mit Bartleby tun solle. Schließlich kam ich zu folgendem Entschluss. Ich wollte ihm am anderen Morgen in ruhigem Ton ein paar Fragen stellen über seine Vergangenheit und so weiter. Und wenn er mir die offene und vorbehaltlose Antwort verweigerte, ich hörte sein Ich möchte lieber nicht schon im Voraus, so wollte ich ihm zu allem, was er noch von mir zu bekommen hatte, eine 20-Dollar-Note geben und ihm sagen, dass ich seine Dienste nicht länger begehre. Der nächste Morgen kam, und ich sagte gegen den Wandschirm hin: Bartleby. Bartleby, kommen Sie her. Ich will nichts von Ihnen verlangen, was Sie lieber nicht tun möchten. Ich möchte nur mit Ihnen reden. So ist's recht. Wollen Sie mir sagen, Bartleby, wo Sie geboren sind? Ich möchte lieber nicht. Wollen Sie mir überhaupt irgendetwas über sich sagen? Ich möchte lieber nicht. Aber was für einen vernünftigen Grund haben Sie denn, mir die Antwort zu verweigern? Ich meine es gut mit Ihnen. Was haben Sie mir darauf zu antworten, Bartleby? Im Augenblick möchte ich lieber keine Antwort geben. Damit zog er sich wieder in seine Einsiedelei zurück. Es war, ich muss es zugeben, nicht gerade rühmlich für mich, aber sein Verhalten in diesem Gespräch erbitterte mich. Nicht nur, dass ich in alledem eine gewisse gelassene Nichtachtung zu spüren meinte, seine Halsstarrigkeit kam mir auch undankbar vor, wenn ich bedachte, wie viel Milde und Nachsicht er unleugbar von mir erfahren hatte. Schließlich wandte ich mich ganz ungezwungen zu ihm. Bartleby, reden wir also nicht weiter von Ihrer Lebensgeschichte. Aber lassen Sie sich von mir dringend und freundschaftlich bitten, dass Sie sich so weit wie möglich den in meiner Kanzlei geltenden Bräuchen anpassen. Sagen Sie also, dass Sie mir morgen oder in den nächsten Tagen helfen wollen, Abschriften zu vergleichen. Kurz sagen Sie, dass Sie morgen oder übermorgen damit anfangen wollen, ein bisschen vernünftig zu sein. Sagen Sie das? Ja? Bartleby. Im Augenblick möchte ich lieber nicht ein bisschen vernünftig sein. Gerade in diesem Augenblick wurde die Glastür geöffnet und Nippers kam herein. Er hatte anscheinend eine ungewöhnlich schlechte Nacht gehabt, da ihn sein Verdauungsübel noch ärger gequält hatte als sonst. Er hatte Bartlebys letzte Worte gehört. Er möchte lieber nicht, wie? Ich an Ihrer Stelle würde ihm mal was geben, was er lieber nicht möchte. Lieber möchte ich ihm das Mögen mal beibringen, dem störrischen Maulesel. Was ist es denn jetzt schon wieder, dass er lieber nicht möchte? Nippers, ich möchte lieber, dass Sie sich entfernen. Mit Verlaub, Sir. Ja, Turkey? Gestern habe ich über unseren Bartleby hier nachgedacht und ich fragte mich, ob er nicht lieber jeden Tag ein Glas gutes Bier trinken möchte. Das würde ihm gewiss sehr gut tun und ihm die Kraft geben, uns bei der Prüfung der Abschriften zu helfen. Sie verwenden den Ausdruck also auch schon. Mit Verlaub, welchen Ausdruck? Ich möchte hier drinnen lieber allein gelassen werden. Den Ausdruck meine ich, Turkey. Ach so, lieber mögen, gewiss, ja, sonderbarer Ausdruck. Ich selber brauche ihn nie, aber wie ich schon sagte, wenn er vielleicht lieber möchte... Turkey, ziehen Sie sich bitte zurück. Oh, gewiss, wenn Sie es lieber so möchten. Am anderen Tag bemerkte ich, dass Bartleby nicht arbeitete, sondern nur dastand und in einem seiner Traumzustände die kahle Hauswand anstarrte. Als ich ihn fragte, weshalb er nicht schreibe, antwortete er: Ich habe mich entschlossen, nicht mehr abzuschreiben. Wie? Was ist denn das nun wieder, nicht mehr abzuschreiben? Nein. Und aus welchem Grunde? Sehen Sie denn den Grund nicht selber? Ich betrachtete ihn scharf
und bemerkte, dass seine Augen matt und glasig aussahen. Sogleich kam mir der Gedanke, dass durch den beispiellosen Fleiß, mit dem er in den ersten Wochen seiner Tätigkeit bei mir an seinem trüben Fenster kopiert hatte, vielleicht seine Sehkraft zeitweilig geschwächt worden war. Ich war ergriffen. Ich sagte etwas, das ihm mein Mitgefühl ausdrückte. Ich gab zu, dass er natürlich klug daran tue, wenn er eine Zeit lang die Schreibarbeit lasse, und ich riet ihm dringend, die Gelegenheit zu gesunder Bewegung in frischer Luft zu benutzen. Aber gerade das tat er nicht. Als ein paar Tage später meine anderen Schreiber abwesend waren und ich ein paar dringliche Briefe zur Post geben musste, dachte ich, dass Bartleby, der doch wahrhaftig nicht das Allermindeste zu tun hatte, sicherlich jetzt weniger unzugänglich als sonst sein und die Briefe zum Postamt bringen würde. Aber er weigerte sich rundheraus. Also ging ich selbst, so lästig es mir auch war. Weitere Tage vergingen. Ob Bartlebys Augen sich gebessert hatten oder nicht, vermochte ich nicht zu sagen. Allem Anschein nach, so meinte ich, war es der Fall. Als ich ihn aber danach fragte, würdigte er mich keiner Antwort. Jedenfalls, er arbeitete nicht. Schließlich teilte er mir auf meine dringenden Fragen mit, er hätte das Kopieren für immer aufgegeben. Er blieb wie ein Einrichtungsstück, unabänderlich in meiner Kanzlei. Was war da zu tun? Es stand fest, dass er in der Kanzlei keine Arbeit mehr leisten würde. Weshalb also sollte er da bleiben? Um es ganz klar zu sagen, er war jetzt eine Last für mich geworden, die mir wie ein Mühlstein am Halse hing, eine nicht nur unnütze, sondern auch schmerzlich drückende Last. Und doch tat er mir leid. Hätte er mir nur einen einzigen Verwandten oder Freund genannt, so hätte ich unverzüglich an diesen geschrieben und dringend gebeten, den armen Burschen abzuholen und ihm eine geeignete Zuflucht zu geben. Aber Bartleby war anscheinend allein. Völlig allein im All. Schließlich drängten zwingende Umstände, die sich aus meiner beruflichen Tätigkeit ergaben, gebieterisch alle anderen Erwägungen beiseite. So schonend ich es vermochte, teilte ich Bartleby mit, dass er in 6 Tagen unwiderruflich die Kanzlei verlassen müsse. Ich riet ihm dringend, in der Zwischenzeit für eine andere Unterkunft zu sorgen, und ich erbot mich, ihm dabei zu helfen, wenn er selbst wenigstens einmal den ersten Schritt zur Trennung tun wollte. Und wenn Sie mich dann endgültig verlassen, Bartleby, fügte ich hinzu, so werde ich darauf bedacht sein, dass Sie nicht ganz unversorgt weggehen. Aber es bleibt dabei, heute über 6 Tage. Als die Frist verstrichen war, spähte ich hinter den Wandschirm und siehe, Bartleby war da. Ich knöpfte meinen Rock zu und gab mir Haltung, ging langsam auf ihn zu und berührte seine Schulter. Die Zeit ist da. Sie müssen meine Kanzlei verlassen. Es tut mir leid, aber Sie müssen gehen. Ich möchte lieber nicht. Sie müssen. Bartleby, Sie haben von mir $12 zu bekommen. Hier sind 32. Die zusätzlichen 20 gehören Ihnen. Bitte hier. Also lasse ich sie Ihnen auf dem Tisch. Wenn Sie Ihre Sachen aus der Kanzlei geschafft haben, Bartleby, müssen Sie natürlich die Tür abschließen. Außer Ihnen ist ja niemand mehr da. Legen Sie bitte den Schlüssel unter die Matte, damit ich ihn morgen früh habe. Ich werde Sie nun nicht wiedersehen. Also sage ich Ihnen Lebewohl. Wenn ich Ihnen später an Ihrem neuen Wohnort irgendwie nützen kann, dann versäumen Sie bitte nicht, mich brieflich zu verständigen. Leben Sie wohl, Bartleby. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Er antwortete mit keinem Wort. Wie die letzte Säule eines in Trümmern liegenden Tempels stand er stumm und einsam inmitten des verlassenen Raumes. Als ich in nachdenklicher Stimmung heimging, siegte meine Eitelkeit über mein Mitleid. Ich konnte mir selber nur die größten Schmeicheleien sagen über die meisterhafte Art, mit der ich mich Bartlebys entledigt hatte. Ich nenne sie meisterhaft, und so wird sie jedem leidenschaftslosen Beurteiler erscheinen.
Der große Vorzug meines Verfahrens lag, schien mir, in seiner völligen Lautlosigkeit. Da hatte es kein ungebildetes Geschrei gegeben, kein wütendes Auf- und Abrennen in der Kanzlei. Ich setzte ganz einfach voraus, dass er gehen müsse. Und auf dieser Voraussetzung baute ich alles auf, was ich ihm zu sagen hatte. Je mehr ich über mein Verfahren nachdachte, umso besser gefiel es mir. Am Morgen freilich, nach dem Erwachen, kamen mir etliche Zweifel. Mein Vorgehen erschien mir so klug wie zuvor, aber nur in der Theorie. Wie würde es sich in der Praxis bewähren? Ich kam, wie ich es beabsichtigt hatte, früher als sonst an die Tür meiner Kanzlei. Einen Augenblick lauschte ich. Alles war still. Er musste also fort sein. Ich fasste auf die Klinke. Die Tür war verschlossen. Ja, mein Verfahren hatte großartig gewirkt. Kein Zweifel, Bartleby war tatsächlich verschwunden. Und doch mischte sich etwas wie Trauer in meinen Triumph. Fast bedauerte ich meinen glänzenden Erfolg. Ich tastete unter der Türmatte nach dem Schlüssel, den Bartleby dort für mich hatte hinterlassen sollen, und stieß dabei zufällig mit dem Knie an die Türfüllung, so dass es klang, als hätte jemand angeklopft. Als Antwort tönte eine Stimme von drinnen. Jetzt nicht. Ich bin beschäftigt. Ich war wie vom Donner gerührt. Also nicht gegangen, murmelte ich schließlich. Wieder aber erlag ich dem seltsamen Einfluss, den der unergründliche Schreiber nun einmal auf mich gewonnen hatte und dem ich mich, so sehr ich mich auch darüber ärgerte, nicht ganz entziehen konnte. Langsam ging ich die Treppe hinab und auf die Straße hinaus. Und während ich rund um den Häuserblock wanderte, überlegte ich, was in dieser beispiellosen Verlegenheit zu tun sei. Den Mann mit Gewalt hinaussetzen, das konnte ich nicht. Ihn mit harten Worten hinaustreiben, das würde nicht helfen. Die Polizei in Anspruch nehmen, eine unangenehme Vorstellung. Und doch, dass ich ihm erlauben sollte, sich seines leichenhaften Triumphes über mich zu freuen, auch das war mir nicht möglich. Was also war zu tun? Ich beschloss, mich über die Sache noch einmal mit ihm auseinanderzusetzen. Ich kehrte zurück und betrat die Kanzlei mit dem Ausdruck ruhiger Strenge. Bartleby, ich bin ernstlich ungehalten. Ich bin schmerzlich enttäuscht, Bartleby. Ich hatte Besseres von Ihnen erwartet. Ich hatte gemeint, Sie besäßen so viel Bildung und Takt, dass bei Ihnen in einem heiklen Falle eine kleine Andeutung, eine stillschweigende Voraussetzung genügen würde. Aber ich habe mich anscheinend getäuscht. Ja, hören Sie, Sie haben ja noch nicht einmal das Geld angerührt. Also, wollen Sie mich jetzt verlassen oder nicht? Ich möchte Sie lieber nicht verlassen. Ja, und woher in aller Welt nehmen Sie das Recht, hier zu bleiben? Zahlen Sie die Miete, bezahlen Sie meine Steuern oder gehören Ihnen etwa die Kanzleimöbel? Sind Sie bereit, jetzt wieder Schreibarbeit zu leisten? Haben Ihre Augen sich gebessert? Können Sie heute Morgen eine kurze Urkunde für mich abschreiben oder bei der Vergleichung von ein paar Zeilen helfen oder einen Gang zur Post übernehmen? Kurz gesagt, wollen Sie überhaupt irgendetwas tun, um Ihrer Weigerung, die Kanzlei zu verlassen, so etwas wie ein Mäntelchen umzuhängen? Er zog sich stumm in seine Einsiedelei zurück. Ich war nun in einem solchen Zustand verärgerter Gereiztheit, dass ich es nur für klug hielt, mir im Augenblick weitere Auseinandersetzungen zu verbieten. Ich war bemüht, mich durch Beschäftigung abzulenken und versuchte mir einzureden, Bartleby werde im Laufe des Vormittags irgendwann freiwillig und unaufgefordert aus seiner Einsiedelei hervorkommen und sich irgendwie endgültig in Richtung auf die Tür in Bewegung setzen. Aber nein, es wurde 12:30, Turkeys Gesicht begann zu glühen, er kippte sein Tintenfass um und machte sich überhaupt durch Lärm bemerkbar. Nippers sänftigte sich zu Ruhe und Höflichkeit. Gingernut kaute geräuschvoll seinen Mittagsapfel. Und Bartleby blieb an seinem Fenster stehen und starrte in tiefster Traumverlorenheit die Mauer an. Wird man es mir glauben?
Soll ich es zugeben? Ich verließ an jenem Nachmittag die Kanzlei, ohne ihm auch nur ein einziges Wort zu sagen. Ein paar Tage vergingen, wobei ich dann und wann in müßigen Augenblicken einen Blick in 2 Bücher tat, über den Willen von Edwards und über den Zwang von Priestley. In meiner Lage waren sie tröstlich und heilsam. Allmählich und unmerklich kam ich zu der Überzeugung, dass alle meine Kümmernisse mit dem Schreiber seit ewiger Zeit vorherbestimmt waren und dass irgendeine geheimnisvolle Absicht der allweisen Vorsehung, die zu ergründen einem geringen Sterblichen wie mir versagt war, Bartleby bei mir einquartiert hatte. Ja, Bartleby, bleib nur hinter deinem Wandschirm, dachte ich. Ich werde dich nicht mehr verfolgen. Du bist so harmlos und lautlos wie die alten Stühle in meiner Kanzlei. Und um es kurz zu sagen, ich fühle mich nie so heimisch, als wenn ich weiß, dass du da bist. Endlich sehe, endlich fühle ich's. Ich bin zum vorherbestimmten Zweck meines Lebens vorgedrungen. Ich bin zufrieden. Andere haben vielleicht erhabenere Rollen darzustellen. Meine Sendung in dieser Welt aber ist es, Bartleby, dich mit Kanzleiraum zu versorgen, solange es dir passt, bei mir zu bleiben. Diese weise und segensreiche Stimmung würde wohl vorgehalten haben, wenn nicht die unerbetenen und lieblosen Bemerkungen gewesen wären, die meine beruflichen Freunde beim Besuch der Kanzlei fallen ließen. Freilich konnte ich es, wenn ich darüber nachdachte, nicht verwunderlich finden, dass Besucher beim Betreten meiner Kanzlei betroffen den eigentümlichen Anblick betrachteten, den ihnen der unerklärbare Bartleby bot, und dass sie in Versuchung kamen, ein paar anzügliche Bemerkungen über ihn fallen zu lassen. Zuweilen unternahm wohl ein Anwalt, der irgendein Geschäft mit mir zu besprechen hatte und beim Besuch in meiner Kanzlei nur den Schreiber vorfand, den Versuch, von ihm irgendeine genaue Angabe über meinen Aufenthalt zu erlangen. Bartleby indessen, ohne sein nutzloses Gerede irgendwie zu beachten, blieb unbeweglich mitten im Zimmer stehen. So musste der Anwalt, nachdem er ihn in dieser Stellung eine Weile betrachtet hatte, wieder fortgehen, nicht klüger als zuvor. Schließlich gab man mir zu verstehen, dass im ganzen Kreise meiner beruflichen Bekanntschaft erstaunt getuschelt wurde über das seltsame Geschöpf, das ich mir da in meiner Kanzlei hielt. Dies war mir äußerst peinlich. Ich beschloss, alle meine Kräfte zusammenzunehmen und mich für immer von diesem unerträglichen Alp zu befreien. Was soll ich tun? Sagte ich nun zu mir selbst und knöpfte meinen Rock bis zum letzten Knopf zu. Was soll ich tun? Was müsste oder könnte ich tun? Was heißt mich mein Gewissen mit diesem Menschen oder vielmehr diesem Gespenst tun? Loswerden muss ich ihn. Gehen soll er. Aber wie? Du wirst doch nicht Bartleby, diesen armen, bleichen, duldenden Menschen, du wirst doch nicht ein so hilfloses Geschöpf einfach vor die Tür werfen. Du wirst dich doch nicht durch eine solche Grausamkeit entwürdigen. Nein, das will ich, das kann ich nicht tun. Lieber wollte ich ihn hier leben und sterben lassen und dann seine Überreste in die Wand einmauern. Was tun? Trotz aller Überredungskunst, er rührt sich nicht vom Fleck. Bestechungsgelder lässt er auf dem Tisch liegen. Kurz, es ist klar, dass er sich auch fernerhin lieber an deine Rockschöße hängen möchte. Also muss etwas Entscheidendes, etwas Ungewöhnliches getan werden. Wenn er dich nicht verlassen will, so musst du ihn verlassen. Ich will eine andere Kanzlei mieten. Ich will umziehen und ihm in aller Form ankündigen, wenn ich ihn auch in meinen neuen Räumen antreffe, so werde ich ihn als gemeinen Hausfriedensbrecher behandeln. In Ausführung dieses Beschlusses sagte ich am anderen Tag zu ihm: Ich finde, dass diese Räume zu weit vom Gerichtsgebäude entfernt liegen. Die Luft ist unbekömmlich. Kurz und gut, ich beabsichtige, meine Kanzlei in der kommenden Woche zu verlegen und ich benötige Ihre Dienste nicht mehr. Ich sage Ihnen das schon heute, damit Sie sich eine andere Stellung suchen können. Er antwortete nichts darauf und damit war das Gespräch beendet.
Am festgesetzten Tage ließ ich Wagen und Möbelträger kommen und ging in meine Kanzleiräume. Da ich nur wenig Möbel hatte, war alles in ein paar Stunden ausgeräumt. Während dieser ganzen Zeit stand der Schreiber hinter dem Wandschirm, der nach meiner Weisung erst ganz zuletzt entfernt werden sollte. Schließlich wurde er weggezogen und wie eine riesige Mappe zusammengeklappt. So blieb Bartleby der reglose Bewohner eines kahlen Raumes. Ich stand einen Augenblick unter der Tür und sah zu ihm hinüber. Und irgendetwas in mir verwarf mein Handeln. Ich ging wieder hinein. Leben Sie wohl, Bartleby. Ich gehe jetzt. Leben Sie wohl. Und Gott möge Sie irgendwie zum Glücke führen. Nehmen Sie das dann. Ich ließ etwas in seine Hand gleiten, aber das Geld fiel zu Boden. Und dann, es klingt gewiss seltsam, riss ich mich gewaltsam von dem Menschen los, dessen ledig zu werden ich mir so lange gewünscht hatte. Als ich mich in meinen neuen Räumen eingerichtet hatte, hielt ich ein paar Tage lang die Tür verschlossen und fuhr bei jedem Schritt, der draußen auf dem Flur erklang, erschrocken zusammen. Wenn ich eine kurze Weile fort gewesen war, blieb ich vor der Schwelle meiner Kanzlei einen Augenblick aufmerksam lauschend stehen, bevor ich den Schlüssel ins Schloss steckte. Aber meine Befürchtungen waren grundlos. Bartleby ließ sich niemals blicken. Ich dachte schon, es sei nun alles in Ordnung, als ein verstört aussehender Unbekannter mich besuchte und wissen wollte, ob ich bis vor kurzem der Mieter der Räume in der Wall Street Nummer 83 gewesen sei. Voll böser Ahnung bejahte ich die Frage. Dann sind Sie für den Menschen verantwortlich, den Sie da zurückgelassen haben. Er weigert sich, irgendwelche Schreibarbeit zu tun. Er weigert sich überhaupt, irgendetwas zu tun. Er möchte lieber nicht, sagt er. Und er weigert sich, die Kanzlei zu verlassen. Es tut mir sehr leid, der Mensch, von dem Sie reden, steht in keiner Beziehung zu mir. Er ist weder mit mir verwandt, noch bei mir angestellt, und also können Sie mich auch nicht für ihn verantwortlich machen. Ja, aber wer um Himmels Willen ist er denn? Darüber kann ich Ihnen gar nichts sagen. Ich weiß nichts über ihn. Früher habe ich ihn als Kopisten beschäftigt, aber er hat schon seit einiger Zeit nicht mehr für mich gearbeitet. Dann will ich schon mit ihm fertig werden. Guten Morgen. Mehrere Tage vergingen und ich hörte nichts weiter. Nun ist also das Kapitel Bartleby endlich abgeschlossen, dachte ich. Als ich indessen eines Tages in meine Kanzlei wollte, fand ich vor meiner Tür ein paar höchst aufgeregte Leute, die offenbar auf mich gewartet hatten. Das ist er. Da kommt er. Sie müssen ihn wegschaffen. Und das gleich. Diese Herren hier, meine Mieter, können sich das nicht länger gefallen lassen. Mr. Broadbent hat ihn aus seinem Zimmer hinausgesetzt. Und jetzt macht er fortgesetzt das ganze Haus unsicher. Am Tag sitzt er auf dem Treppengeländer, nachts schläft er am Hauseingang. Alle Leute regen sich darüber auf. Die Klienten kommen nicht mehr in die Kanzleien. Man befürchtet sogar irgendwelche Ausschreitungen. Irgendetwas müssen Sie tun. Und das unverzüglich. Vergeblich machte ich immer wieder geltend, dass Bartleby mir nichts bedeute, nicht mehr als irgendein anderer Mensch. Vergeblich. Man wusste, dass ich als Letzter mit ihm zu schaffen gehabt hatte, und infolgedessen luden sie mir die furchtbare Verantwortung auf. Da ich nun also befürchtete, dass man mich in den Zeitungen bloßstellen würde, wie mir einer von den Anwesenden mit dunklen Andeutungen drohte, überlegte ich mir die Sache und sagte schließlich, wenn der Anwalt mir am Nachmittag eine vertrauliche Unterredung mit dem Schreiber ermöglichen würde, so wolle ich mein Bestes tun, um Abhilfe zu schaffen. Als ich die Treppe zu meiner alten Kanzlei erstieg, sah ich Bartleby. Er saß stumm droben auf dem Geländer am Treppenabsatz. Was machen Sie hier, Bartleby? Ich sitze auf dem Geländer. Bartleby, sind Sie sich darüber klar, dass die Art, wie Sie sich nach Ihrer Entlassung hier im Haus festsetzen, mir ernste Ungelegenheiten verursacht? Sie haben jetzt die Wahl zwischen zwei Dingen. Entweder Sie müssen etwas unternehmen, oder es wird etwas gegen Sie unternommen. Also, was für eine Art von Beschäftigung möchten Sie haben?
Möchten Sie wieder für irgendwen Abschreibarbeiten übernehmen? Nein, ich möchte mich lieber nicht verändern. Wie wär's mit einem Verkäuferposten in einem Kurzwarenladen? Dabei bin ich zu sehr eingesperrt. Nein, ich möchte lieber keinen Verkäuferposten. Aber ich bin nicht wählerisch. Zu sehr eingesperrt. Aber Sie sperren sich ja selber immerzu ein. Ich möchte lieber keinen Verkäuferposten. Und wenn Sie es mit einer Tätigkeit als Kellner versuchten, dabei brauchen Sie Ihre Augen nicht anzustrengen. Das würde mir ganz und gar nicht zusagen. Wenn ich auch, wie ich schon bemerkte, nicht wählerisch bin. Schön. Und wenn Sie nun im Lande umherreisen und Rechnungen für die Kaufleute einziehen würden, dabei würde sich Ihre Gesundheit kräftigen. Ich möchte lieber etwas anderes tun. Ja, oder möchten Sie als Reisebegleiter eines jungen Herrn nach Europa fahren und ihm als Gesellschafter dienen? Na, wie würde Ihnen das gefallen? Gar nicht. Ich glaube nicht, dass dabei etwas Gescheites herauskommt. Ich möchte lieber sesshaft sein. Aber ich bin nicht wählerisch. Sesshaft. Also schön, Sie sollen sesshaft sein. Wenn Sie nicht bis zum Abend aus dem Haus verschwinden, bin ich gezwungen. Ja, dann bin ich tatsächlich gezwungen, selber das Haus zu verlassen. Bartleby, wollen Sie mit mir kommen? Ich meine in meine Wohnung, nicht in meine Kanzlei, und bei mir bleiben, bis wir uns in aller Ruhe über eine Lösung geeinigt haben, die Ihnen zusagt. Kommen Sie, wir wollen gehen. Jetzt gleich. Nein. Ich möchte mich im Augenblick lieber überhaupt nicht verändern. Ich antwortete nichts darauf. In jäher und rascher Flucht, die mich vor jeder Begegnung bewahrte, stürzte ich aus dem Hause, rannte die Wall Street hinauf bis zum Broadway, sprang in den ersten besten Omnibus und war bald vor jeder Verfolgung sicher. Sobald ich wieder ruhig überlegen konnte, erkannte ich klar, dass ich nun alles getan hatte, was in meinen Kräften stand, um den Forderungen des Hauswirts und der Mieter zu genügen, meinen eigenen Wunsch und mein Pflichtgefühl zufriedenzustellen und Bartleby zu helfen und ihn vor rücksichtsloser Behandlung zu schützen. Ich bemühte mich, nun ganz unbeschwert und beruhigt zu sein, und mein Gewissen gab mir recht. Aber es gelang mir nicht so gut, wie ich es mir wohl gewünscht hätte. Die Angst, der aufgebrachte Hauswirt und seine wütenden Mieter könnten abermals Jagd auf mich machen, war so groß, dass ich Nippers für ein paar Tage mit meiner Vertretung beauftragte. Als ich meine Kanzlei wieder betrat, lag ein Brief des Hauswirts auf meinem Pult. Ich öffnete ihn mit zitternden Händen. Der Mann teilte mir mit, er habe die Polizei geholt und Bartleby als obdachlosen Herumtreiber in das Stadtgefängnis bringen lassen, das man in New York die Gräber nennt. Da ich mehr über Bartleby wisse als irgendwer sonst, ersuchte er mich hinzugehen und die mir bekannten Tatsachen ordnungsgemäß zu Protokoll zu geben. Die Mitteilung weckte widerstreitende Empfindungen in mir. Zuerst war ich empört. Schließlich war ich beinahe einverstanden. Der Hauswirt war ein tatkräftiger, entschlossener Mann. So hatte er ein Verfahren gewählt, zu dem ich mich wohl nie entschlossen hätte. Und doch musste es unter so besonderen Umständen als letzter, dann aber einzig möglicher Ausweg erscheinen. Am gleichen Tage noch, an dem ich diese Mitteilung erhalten hatte, ging ich zu den Gräbern oder, um mich angemessener auszudrücken, zum Justizgebäude. Ich suchte den zuständigen Beamten auf und bat ihn um eine Unterredung mit Bartleby. Da man ihm nichts Ehrenrühriges vorzuwerfen hatte und da er völlig ruhig und harmlos war, so durfte er ungehindert im ganzen Gefängnis und besonders in den mit Mauern umgebenen, grasbewachsenen Höfen umhergehen. Und da fand ich ihn denn auch. Er stand ganz allein im stillsten der Höfe, das Gesicht einer hohen Mauer zugekehrt, während überall aus den schmalen Fensterschlitzen des Gefängnisses, ich meinte es deutlich zu sehen, die Augen von Mördern und Dieben nach ihm spähten. Ich sprach ihn an, und er sagte, ohne sich umzuwenden:
Ich weiß, wer Sie sind, und ich habe Ihnen nichts zu sagen. Nicht ich bin es, der Sie hierher gebracht hat, Bartleby. Und für Sie sollte das eigentlich kein so übler Aufenthalt sein. Kein Vorwurf gegen Sie ist mit Ihrem Hiersein verknüpft. Ich finde es hier gar nicht so trostlos, wie man vielleicht meinen möchte. Blicken Sie auf, droben sehen Sie den Himmel, und zu Ihren Füßen wächst Gras. Ich weiß, wo ich bin. Ist das Ihr Freund? Ja. Will er verhungern? Wenn er das will, dann braucht er bloß von der Gefängnisration zu leben, weiter nichts. Wer sind Sie? Ich besorge das Futter. Herren, die Freunde hier sitzen haben, geben mir Geld, damit ich ihnen etwas Gutes zu essen bringen kann. Also schön, hier, nehmen Sie das. Ich möchte, dass Sie sich um meinen Freund da drüben besonders kümmern. Geben Sie ihm das beste Essen, das Sie liefern können. Und dann müssen Sie gegen ihn so höflich wie nur möglich sein, ja? Stellen Sie mich ihm vor, ja? Bartleby, der Herr hier ist ein guter Freund. Er wird sich Ihnen als sehr nützlich erweisen. Ihr Diener, Herr, Ihr Diener. Hoffe, es gefällt Ihnen hier bei uns, Herr. Hübsche Anlagen, kühle Zimmer. Hoffe, Sie bleiben eine Zeit lang bei uns. Versuchen es sich hier angenehm zu machen. Was möchten Sie heute essen? Ich möchte heute lieber gar nichts essen. Es würde mir nicht bekommen. Ich bin nicht gewöhnt an Mittagessen. Was ist das? Der ist ein bisschen komisch, was? Ich glaube, er ist etwas verstört. Verstört? Ach so, verstört ist er. Ja, also auf mein Wort, ich habe gemeint, Ihr Freund, da wäre ein Urkundenfälscher. Mir tun Sie immer leid, ob ich will oder nicht. Kann's nicht ändern. Nein, ich habe mit Urkundenfälschern nie gesellschaftlich verkehrt. Aber ich muss jetzt gehen. Kümmern Sie sich um meinen Freund da drüben. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Ich komme wieder. Ein paar Tage später verschaffte ich mir abermals Einlass ins Gefängnis und ging auf die Suche nach Bartleby. Aber ich fand ihn nicht. Ich fragte einen Schließer, wo er sei. Ach, suchen Sie den Stumm. Da drüben liegt er, schläft im Hof. Vor noch nicht 20 Minuten habe ich gesehen, wie er sich hinlegte. Der Hof war völlig still. Die gewöhnlichen Gefangenen durften ihn nicht betreten. Die Mauern, die ihn umgaben, waren erstaunlich dick und schlossen ihn gegen alle Geräusche ab. Wie altägyptische Bauwerke waren diese Mauern, und ihre düstere Wucht lastete schwer auf meiner Seele. Unter den Füßen aber wuchs, auch er umengt von der Haft, ein weicher Rasen. Man hätte meinen können, im Innern der ewigen Pyramiden zu sein, und wie durch seltsamen Zauber keimte zwischen den Mauerspalten Grassamen, von Vögeln verstreut. Seltsam zusammengekauert am Fuße der Mauer, die Knie emporgezogen, auf die Seite geneigt, so dass sein Kopf die kalten Steine berührte, so lag Bartleby da. Aber er rührte sich nicht. Ich wartete eine Weile, dann trat ich dicht an ihn heran. Ich beugte mich über ihn und sah, dass seine trüben Augen geöffnet waren. Sonst aber sah er aus, als läge er in tiefem Schlaf. Irgendetwas trieb mich dazu, ihn anzurühren. Ich nahm seine Hand. Da lief ein prickelnder Schauer meinen Arm herauf und über den Rücken hinab bis zu den Füßen. Sein Essen ist fertig. Will er heute wieder nicht essen? Oder lebt er ohne zu essen? Lebt ohne zu essen. Er schläft, was? Mit Königen und Kaisern. Es mag kaum nötig erscheinen, mit der Erzählung noch fortzufahren. Die kärglichen Einzelheiten, die vom Begräbnis des armen Bartleby zu berichten wären, kann die Fantasie des Hörers leicht ergänzen. Bevor ich mich indessen von ihm verabschiede, möge er mich noch sagen lassen,
Wenn meine kleine Geschichte ihn hinlänglich gefesselt hat, um den Wunsch nach Beantwortung der Frage zu wecken, wer Bartleby war und was für ein Leben er geführt hatte, bevor der Erzähler ihn kennenlernte, so kann ich darauf nur antworten, dass ich diese Wissbegier durchaus teile, aber gänzlich außerstande bin, sie zu befriedigen. Freilich weiß ich nicht recht, ob ich hier eine kleine Einzelheit verzeichnen soll, die als Gerücht ein paar Monate nach dem Tode des Schreibers zu meiner Kenntnis kam. Inwieweit sie sich auf Tatsachen stützte, konnte ich niemals mit Gewissheit ermitteln. Infolgedessen vermag ich auch nicht zu sagen, wie weit sie der Wahrheit entsprach. Da indessen diese dürftige Nachricht mich mit seltsam eindringlichem, wenn auch wehmütigem Reiz berührte, so mag sie wohl andere ähnlich berühren, also will ich sie kurz erwähnen. Es hieß, Bartleby sei in Washington ein untergeordneter Angestellter im Postamt für unzustellbare, für tote Briefe gewesen. Diese Stellung habe er durch einen Wechsel in der Leitung plötzlich verloren. Wenn ich über dieses Gerücht nachdenke, so vermag ich kaum, die Empfindungen auszudrücken, die sich meiner bemächtigen. Tote Briefe. Klingt das nicht, als ob man sagte, tote Menschen? Denken wir uns einen Menschen durch Veranlagung und Missgeschick hoffnungslos niedergeschlagen. Ließe sich wohl eine Tätigkeit finden, besser danach angetan, ihn darin zu bestärken, als der ständige Umgang mit diesen toten Briefen und ihre Sichtung für das Ende in den Flammen? Denn ganze Wagenladungen von ihnen werden alljährlich verbrannt. Zuweilen nimmt ein blasser Angestellter aus dem zusammengefalteten Papier einen Ring. Der Finger, für den er bestimmt war, modert vielleicht schon im Grabe. Oder eine Banknote, in eiligster Hilfsbereitschaft gesandt. Der Mensch, den sie aus der Not erlösen sollte, hat Speise und Hunger längst vergessen. Er liest von Vergebung für Menschen, die in Verzweiflung starben. Von Hoffnung für die, so ohne Hoffnung starben. Von guten Botschaften für jene, denen niemand die Bürde des Unglücks von den Schultern nahm und die von ihr erdrückt wurden. Boten des Lebens eilen diese Briefe ins Reich des Todes. O Bartleby, o Menschendasein. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.